Am Anfang hat Gott Himmel und Erde erschaffen. Danach wurde das Fischhaus gebaut. Junge Menschen aus allen Himmelsrichtungen zogen ins Fischerhaus. Es entstand eine große Wohngemeinschaft mit der Vision, das Leben zu teilen, füreinander da zu sein, einander zu unterstützen und zu ermutigen. Nun stellt sich die Frage, ist gemeinschaftlich Wohnen nicht einfach nur anstrengend? Warum denn gemeinschaftlich wohnen? Gehen wir nochmals zurück zum Beginn der Geschichte. Am Anfang hat Gott Himmel und Erde erschaffen. Danach schuf er den Menschen, Mann und Frau und Kinder und die Omi und der Opa. Es entstanden große Familien. Damals gehörte es einfach dazu, dass jeder dem anderen half, denn alle hatten schließlich einzigartige Gaben und Talenten, mit denen sie einander helfen konnten. Doch dann kam die Industrialisierung. Große Häuser wurden gebaut und Fabriken entstanden. Von nun an ging der Mann oder die Frau den ganzen Tag in die Fabrik, um zu arbeiten. Mit dem Fortschritt wurden die Menschen immer moderner. Schon bald hatte jeder seine eigene Wohnung, sein eigenes kleines Reich. So kam es, dass die Menschen nicht mehr aufeinander angewiesen waren. Man brauchte einander einfach nicht mehr. Wer Hilfe wollte, konnte sich die Hilfe einfach kaufen. Weil man die anderen nun nicht mehr benötigte, wurde man selber nicht mehr gebraucht. Das echte Füreinander Dasein und sich umeinander kümmern blieb auf der Strecke. Was zu Beginn noch viel Freiheit und einen modernen Lebensstil aussah, führte viele Menschen in die Einsamkeit. Einsamkeit, das muss ein Ende haben. Wir wollen wieder zusammen im Leben unterwegs sein und gemeinschaftlich leben. Aus diesem Grund gibt es die Jugendwohngemeinschaft Fischerhaus, in der junge Menschen aus verschiedenen Nationen sich bewusst entschieden haben, zusammen zu wohnen, füreinander da zu sein, einander zu unterstützen und einander zu helfen.